Erkältungszeit geht leider wieder los. Ich hatte gehofft, es dauert noch ein bisschen, aber jetzt kommt wieder das nasskalte Wetter. Wir fangen wieder an zu husten, die Nase läuft und deshalb dachte ich, ich zeige euch, wie man ganz entspannt und einfach einen Hustensaft, einen Zwiebelhustensaft abends ansetzen kann und morgens ist er bereit, dass die Kinder oder auch ihr Erwachsenen ihn nehmen könnt. Für den Zwiebelsaft benötigst du selbstverständlich eine Zwiebel, Honig. Bitte denke daran, dass Kinder unter einem Jahr kein Honig dürfen, dann verwende lieber Zucker, da Honig ein Bakterium enthalten kann, welches Botulinumtoxine ausschüttet und diese Toxine führen zur Atemlähmung deines Kindes. Dann benötigst du noch ein kleines Gefäß, ein Messer und einen Löffel. Die Zwiebel wird geschält und grob in kleine Stücke gehackt. In der Zwiebel stecken ätherische Öle, schwefelhaltige Verbindungen und Flavonoide, die in Kombination keimabtötend und leicht antientzündlich wirken. Das beruhigt die Bronchien und lindert den Hustenreiz. Wenn du möchtest, dass deine Augen beim Zwiebelschneiden nicht tränen, dann feuchte die Klinge des Messers an, denn an der feuchten Klinge sammeln sich bereits die ätherischen Öle und deine Augen tränen nicht. Nun wird die klein geschnittene Zwiebel in den Becher gegeben. Auch der Honig mit seiner antibiotischen Wirkung und den vielen Vitaminen, Antioxidantien, Enzymen und Phenolen hilft dem Hals und bekämpft den Husten. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe keine richtige Angabe zur Menge des Honigs, sondern ich verwende das immer so Pi mal Auge, so dass die Zwiebeln gut mit Honig bedeckt sind. So sieht das Ganze nun aus. Der Honig wird jetzt langsam hinunterlaufen und auf dem Weg dorthin wird er immer flüssiger werden und die Inhaltsstoffe der Zwiebel aufnehmen. Zum Schluss kommt noch der Deckel drauf und dann geht das Ganze über Nacht in den Kühlschrank. Der Honig-Zwiebelsaft wird am Morgen aus dem Kühlschrank hinausgeholt. Wie ihr sehen könnt, der Honig ist jetzt richtig schön flüssig geworden und die Inhaltsstoffe der Zwiebel haben sich dort gelöst. Wem die Zwiebel stört, der darf diese gerne über ein Teesieb auch hinausfiltrieren. Und nun werden 1 bis 2 Esslöffel dreimal täglich eingenommen von diesem Honig-Zwiebelsaft. Ich kann euch empfehlen, diesen Honig-Zwiebelsaft wirklich jeden Abend herzustellen. Man kann ihn zwar einige Tage verwenden, aber ich muss sagen, gerade wenn es für die Kinder ist, habe ich ein besseres Gefühl, wenn er täglich hergestellt ist, damit er auch wirklich sauber und bakterienfrei ist. Das war mein Husten-Zwiebelsaft. Ich kann euch sagen, dass der Geschmack eigentlich recht angenehm ist. Durch den Honig ist die Zwiebel nicht so präsent vom Geschmack, aber natürlich, man riecht die Zwiebel, also es ist mit Zwiebel gemacht, dementsprechend es riecht auch nach Zwiebel. Meine Kinder, muss ich sagen, nehmen diesen Hustensaft sehr, sehr gerne, weil er eben sehr süß ist. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, ob dir der Hustensaft gefallen hat, beziehungsweise ob er dir und deiner Familie geholfen hat oder ob du irgendwelche Tipps und Tricks hast in der Erkältungszeit, die du anwendest. Schreib mir doch einfach hier unten einen Kommentar oder bei Facebook und Instagram und dann sehen wir uns bei meinem nächsten oder einem anderen Video wieder. Mach's gut, tschüss!